Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Das heute ist zwar nur in An- und Abführung ein Freundschaftsspiel, aber gleichzeitig natürlich auch ein ernsthafter Test für diese beiden Mannschaften kurz vor Saisonbeginn, Sebastian. Ja, beide Mannschaften wissen noch nicht genau, wo sie stehen und ich denke mal, die Trainer werden auch gespannt sein. Beide haben große technische Qualitäten. Hoffentlich sehen wir die heute auch. Also Tom, wir freuen uns auf jeden Fall auf diese Begegnung. Ja, das ist einfach super. Dieses Zweikampf, jetzt hat er den Platz. Und der ging ganz knapp vorbei. Und der Mann, der da vorne steht, der hat jetzt auch Anspielstation. Tor! Ich werde verrückt! Das wird das Team jetzt nach vorne bringen. Die Gäste mit dieser tollen Unterstützung. Hören Sie mal rein, was für eine Atmosphäre da herrscht. Super, wie er den Ball verwandelt hat. Der Torhüter ohne jede Chance. Frühes Tor in dieser Partie. Nach 4 Minuten 1:0. Ja, und mit viel Gefühl im Fuß und dann auch noch genau gepasst. Ja, das war klasse. Weltklasse vom Schlussmann. Ah, das ist ein Weltklasse-Dribbling. Also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. Kommt ganz sicher an der Ball und das bei der Entfernung. Wunderschöne Kombination. Herrlich anzusehen. Nutzt er die Chance. Ein perfekter weiter Ball. Der Ball war gerade eben noch frei. Nur ganz kurz ist es. Also der Ball scheint ihm förmlich am Fuß zu kleben. Das ist unglaublich. So, jetzt müssen wir langsam die Hereingabe kommen. Zieh ab, Junge! Ja, da sieht man gleich, der hat das Auge für den Mitspieler. Und so kann er nicht in den Mann gehen. Da hat er Glück gehabt, dass es nur Freistoß gibt und nicht noch eine Verwarnung obendrauf. Ja, das Zweikampfverhalten will der Trainer sehen. Da freut er sich. Alle angreifen. Und er geht über die Linie. Das ist natürlich ein schöner Treffer. Mit all seinem Eigensinn setzt er sich da durch und belohnt sich selber. Also wenn Sie jetzt gegen diese Mannschaft setzen, dann müssen Sie schon sehr optimistisch sein. Lima Ferreira. Über solch ein Zuspiel freut sich jeder Mitspieler. So, jetzt muss der Schiedsrichter aufpassen, gibt Freistoß nach dieser Grätsche. Das Spiel wird härter. Ja, da wird der Trainer mit der Zunge schnalzen. So, jetzt wird's gefährlich. Oh, das sieht schön aus. Das hat er gut gemacht und jetzt müssen wir hinten aufpassen. Jetzt könnte die Flanke gleich kommen. Ja, für die Flanke bedankt er sich. Hat den Ball ganz souverän. Er wirft ihn ab. Ja, wie um alles in der Welt kann man dieses Foul nicht sehen. Das gibt's doch gar nicht. Ja, das sieht gut aus. Riesenmöglichkeit. Oh, das ist noch eins, das ist noch eins. Der Abwehrspieler blockt den Ball ab. Jetzt schauen Sie mal, wie leicht das aussieht bei einem so hervorragenden Torhüter. Toll abgefangen. Und mit solch langen Bällen kann man auch mal eine ganze Abwehr aushebeln.
Und das sieht so leicht aus. So locker, wie der mit dem Ball umgeht. Aber ein ganz schlechter Flankenball. Das ist eigentlich merkwürdig. Also das ist doch seine Stärke hier, dieser Kampf um den Ball. Aber das misslingt. Oh, das war kein guter Pass. Da ist er gleich dazwischen. Ja, der kann's einfach. Der kann's, was diese langen Bälle angeht. Tja, wie soll man diesen Abwehrriegel aus den Angeln heben? Keine Chance. So eine Gelegenheit. Ja, und der ist noch im Spiel. So, den muss er jetzt verwandeln. An die Latte, aber der Ball ist noch heiß. Und nur raus damit, raus! Cristiano Ronaldo, er sucht seine Chance. Und das passt und der ist drin und die Fans sind da auf Feier. Glück muss man auch mal haben. Von der Latte springt der Ball hier doch noch ins Tor. Also der braucht zwar viele Gelegenheiten, aber irgendwann bringt er den Ball dann doch irgendwie im Tor unter. Spitze, da macht ihm keiner was vor. Jetzt die Augen nur nach. Ja, den kann er nicht festhalten. So, hier ist noch alles drin. 2:1 steht zur Halbzeit. Also wenn Sie Ihre Führung halten wollen, müssen Sie sich in der zweiten Halbzeit doch deutlich steigern und versuchen, den Ball etwas länger in den eigenen Reihen zu halten. Die zweiten 45 Minuten können beginnen. Das könnte jetzt gefährlich werden. Klasse Pass hinein in die Gefahrenzone. Es ist aber auch nicht einfach, diesen Abwehrriegel zu knacken. Wie willst du das machen? Er konnte flanken. Flanke in den Strafraum und überhaupt kein Problem für den Torhüter. Frühes Foul und Sie sehen es, der Schiedsrichter greift schon in die Tasche. Da hat er sich dumm angestellt im Zweikampf. Natürlich sieht er deswegen gelb. Kein Problem für den Torhüter. Und der Torwart denkt sich bloß erstmal raus aus der Gefahrenzone. Und jetzt hat er die Räume. Ja, so viel Platz kann man ihm auch nicht lassen. Ja, und das kann er. Die Pässe spielen aus dem Fußgelenk. Das ist ja ein Weltklasse-Dribbling. Wie macht er das überhaupt? Schön per Kopf weitergeleitet. Ja, der Ball war nicht nur lang, sondern auch genau gespielt. Und das kann er ja. Lange Bälle spielen. Jetzt müsste er flanken. Anspielstationen sind da. Ja, Cristiano Ronaldo. Und so soll das aussehen. Oh, klasse. Mit den Fingerspitzen ist er da noch irgendwie an den Ball gekommen. Eckball.
So, jetzt hat er das Spiel erstmal beruhigt. Da war eine Portion Risiko mit drin, aber der Ball kommt an. Guter Spielzug. Ja, was hat er sich dabei gedacht? Dann müsste er eigentlich die gelbe Karte sehen. Ja, für solche Aktionen gab es auch schon mal die rote Karte, aber er hat Glück, kommt jetzt mit Gelb davon. Ja, ganz klar, gelbe Karte, richtige Entscheidung des Unparteiischen. Cristiano Ronaldo. Gespielt, das ist natürlich auch wichtig und schon haben sie den Ball wieder in den eigenen Reihen. Klare Sache, das muss die gelbe Karte geben und hoffentlich hat er sich keine ernsthafte Verletzung zugezogen. Ach, für so eine rüde Attacke sind andere Spieler schon vom Platz geflogen. Den Ball nach vorne gepasst. Achtung, jetzt brennt's! Achtung, Cristiano Ronaldo. Und das Dribbling stammt anscheinend aus dem Lehrbuch für den Fußballsport. Also mit den Flanken bringen die den Torwart nicht aus der Ruhe. Ja, und so hat der Torwart erstmal souverän geklärt. Ist das gute Abwehrarbeit? Nein, daraus könnte sich was entwickeln. Schön mit dem Kopf. Oh, der Schiedsrichter unterbricht das Spiel und entscheidet auf Freistoß. Ein brutales Foul, das eindeutig mit einer Karte hätte bestraft werden müssen. Das Kopfballspiel, das hat er drauf, ohne Frage. Lima Ferreira. Die Abwehrspieler halten ihre Konzentration hoch. Ja, schön in die Offensive per Kopf weitergeleitet. Und so viele Spielunterbrechungen gab es nicht. Es werden nur 2 Minuten nachgespielt. Ja, der hat das Talent, der hat die Technik. Er weiß, wie man es macht im Strafraum. Ja, da hat er gut mitgespielt. Der Torwart holt sich den Ball. Weit nach vorne geschlagen. Naja, so spielerisch war es nicht so toll, aber wir haben 3 Tore gesehen. 2:1. So, das war doch eine spannende Partie. Ich hoffe, sie hat Ihnen gefallen und wir sagen Dankeschön und verabschieden uns bei Ihnen. Wir, das sind Sebastian Hellmann und Tom Bayer. Tschüss.